Buonasera a tutti, siamo alla prima serata. Ich sage ein paar Worte auf Italienisch, weil dann unser Abend auf Deutsch ist. Sie werden aber die Untertitel und alle Didaskalie so auch auf Italienisch haben hinter Ihnen, ja. Ich möchte aber kurz auf Italienisch unseren Gast vorstellen. Vi presento brevemente la nostra ospite. Siamo particolarmente contenti questa sera di aver con noi la collega Cristina Ivanovic che insegna letteratura tedesca e letteratura comparate all'Università di Vienna, insegna al Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari Europei e Comparati dell'Università di Vienna. La sua carriera accademica, insomma, è lunga e anche molto particolare, nel senso che ha studiato presso l'Università di Erlangen-Nürnberg, dove ha conseguito appunto il dottorato di ricerca in letterature comparate e poi ha ottenuto anche l'abilitazione in letterature comparate. Poi nel suo percorso accademico è stata molti anni in Giappone, dove ha insegnato letteratura, e da qui deriva anche la sua sensibilità interculturale, potremmo essere, l'insensibilità per temi legati alla letteratura comparata, legati alla traduzione, il confronto tra culture diverse. Questo è uno dei suoi ambiti su cui lavora anche l'Università di Vienna, sia nel Dipartimento appunto di letterature, ma anche legate appunto agli studi sul Giappone, ma soprattutto anche al tema delle traduzioni, queste letterature transnazionali, transculturali, che anche a noi qui a Udine interessano molto, quindi insomma siamo felici di accoglierla e nomino però alcuni altri suoi ambiti di ricerca. Ha lavorato moltissimo su Paul Celan e anche credo il suo interesse su Ilse Eichinger è legato anche a un interesse per la letteratura del secondo dopoguerra. E non solo questo, però anche un ambito di studi molto attuale legato appunto a quelle che sono le digital humanities, alla letteratura digitale, che è un ambito da cui anche noi potremmo imparare molto. Anche questo progetto che ci presenterà oggi è legato insomma a questo suo interesse di ricerca. Le sue pubblicazioni sono tantissime, spaziano. Prima abbiamo nominato, oltre a Celan, la Eichinger, abbiamo nominato per esempio Elfriede Jelinek, che è un'altra autrice di cui si è a lungo occupata, quindi vedete qui si trova a casa, insomma, alla nostra biblioteca austriaca. Siamo molto felici che sia qua oggi. Ci presenta un progetto che ha curato questa mostra digitale sui 100 anni di Ilse Eichinger. Sarebbe il nostro auspicio che poi questa mostra potesse anche essere un giorno ospitata, diciamo, nei locali della nostra università. Dipenderà anche da molto da come la pandemia si evolverà, però intanto, diciamo, ci godiamo, wir genießen jetzt die Ausstellung, die digitale Ausstellung, und dann werden wir sehen, ob wir nächstes Jahr auch die Ausstellung, also nicht digital, aber die konkrete Ausstellung hier in Udine zeigen können. Ja, ich gebe Ihnen jetzt das Wort. Christine, vielen Dank, dass Sie da sind, und wenn Sie technische Probleme haben, ich kann helfen. Ja, wichtig ist, dass wir jetzt zurück, weil ich habe jetzt auch, ja, okay, nee, wir haben jetzt, wie gesagt, dieser Einführungstext würde nicht übersetzt. Und es sagt so, ob ich weiter jetzt schon hier musste. Nochmal den Anfang. Okay, benissimo. Allora. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Vielen Dank für die Einladung hierher nach Udine. Ich bin wirklich sehr froh und sehr glücklich, dass ich heute... Okay. Geht das? Ja, so ist besser. Gut, also noch einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung, dafür, dass ich heute hier diese kleine Ausstellung Ihnen vorstellen darf. Ich bin sehr froh, dass das auch in Präsenz geschieht. Wir hätten eigentlich in der letzten Woche eine Eichinger Tagung in Rom haben sollen, die wir organisiert haben, auch im Zusammenhang mit dieser Ausstellung. Diese Tagung in Rom haben wir bereits verschieben müssen wegen des Lockdowns in Österreich, wegen der vielen Absagen. Und es ist
es ist wirklich immer noch schön, solange es geht, dass man zusammenkommt und miteinander spricht und auch nicht nur in eine Kiste oder an die Wand redet, sondern lebendige Menschen vor sich hat und zu ihnen sprechen kann. Ich weiß das sehr zu schätzen und ich hoffe, dass wir zu einem solchen Normalzustand zurückkehren können. Ja, ich habe die Freude, diese Ausstellung Ihnen vorstellen zu dürfen. Ganz kurz zu der Vorgeschichte. Ich habe mich selbst etwa schon 15 Jahre lang mit dem Werk von Ilse Aichinger beschäftigt, nachdem ich vorher sehr, sehr lange zu Paul Celan geforscht habe. Ein Grund, warum ich die Aichinger-Lektüren intensiviert habe, war, dass ich während meiner Tätigkeit in Tokio als Professorin für deutsche Literatur an der Universität Tokio eine Kollegin an einer anderen Tokioter Universität gefunden habe, die bei Wendelin Schmidt-Dengler studiert hatte und eine unglaublich begeisterte Aichinger Leserin war und ist. Sie hat auch als erste ein Buch Ilse Aichingers ins Japanische übersetzt und ich habe dann mit dieser Kollegin zusammen über mehr als 10 Jahre lang sehr... Ich darf nur die Kamera ein bisschen anders, weil man sie nämlich nicht sieht. Besser? Gut, danke schön. Ich habe mit dieser Kollegin zusammen, also in Japan, 10 Jahre lang intensiv zu Aichinger geforscht und wir haben zum 90. Geburtstag von Ilse Aichinger vor 10 Jahren gemeinsam 3 Tagungen organisiert. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Und als ich im letzten Herbst vom österreichischen Außenministerium die Anfrage bekommen habe, ob ich eine digitale Ausstellung über Ilse Aichinger kuratieren würde, war es für mich selbstverständlich, diese Kollegin dazu zu bitten. Deswegen spreche ich heute also nicht nur in meinem Namen, sondern ich stelle die Arbeit, die wir gemeinsam geleistet haben, vor. Jetzt muss ich kurz schauen, ob ich... Ups, das ist auch hier. Das ist ja auch hier. Ah ja. Das wird mich vielleicht leichter. Sie sehen hier Ihren Namen. Die Ausstellung wurde kuratiert von mir gemeinsam mit Sugi Shindo, meiner japanischen Kollegin. Und sie ist natürlich sehr unglücklich, dass sie durch den Lockdown und die komplette Ausreisesperre in Japan also überhaupt nicht reisen kann. Ich grüße Sie also auch sehr herzlich von Sugi Shindo und stelle Ihnen diese Ausstellung vor. Der Titel der Ausstellung heißt auf Deutsch, es begann mit Ilse Aichinger. Sie werden nachher auf einem der Panels sehen, warum es zu diesem Namen gekommen ist. Deswegen sage ich noch nicht sehr viel weiter dazu. Die Ausstellung heißt, es begann mit Ilse Aichinger 1921 bis 2021. Es geht also um die 100 Jahre, die wir jetzt feiern können. Ilse Aichinger ist vor 5 Jahren gestorben. Wir wollten bei der Ausstellung nicht mit ihrem Tod enden, mit ihrem Todesdatum enden, sondern wirklich mit dem Datum der heutigen Zeit. Ich habe vorhin in einem kleinen Seminar, das ich hier leiten durfte, darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass Aichingers Texte in die Gegenwart hineinsprechen, in der Gegenwart auch wahrgenommen werden. Und auch das war ein Teil unseres Interesses bei dieser Ausstellung, Leser und Leserinnen für sie zu gewinnen, Leser und Leserinnen, die sie heute, hier und jetzt lesen. Auf dem Titelbild der Ausstellung sehen Sie 3 Fotos von Ilse Aichinger aus derselben Zeit, die wir zusammengestellt haben, nach einem typischen, in der Kunstgeschichte bekannten Motto, eigentlich wie ein Bild, das 3 Lebensalter darstellt. Es ist ein Mehrfachporträt, das vielleicht ein bisschen an einen Spiegel erinnert oder ein aufgeschlagenes Buch. Und damit haben wir auch Motive aus dem Werk von Aichinger aufnehmen wollen. Die Ausstellung hat dann als Untertitel einen wichtigen Satz, den Sie nachher auch gleich nochmal sehen werden, erzählen vom Ende her und auf das Ende hin. Das ist eines der wichtigsten Motti, an denen sich Aichinger selbst orientiert hat bei ihrem Schreiben. Das Ende ist das Ende, die Ermordungen ihrer jüdischen Angehörigen und vieler anderer jüdischer Bewohner von Wien, von Österreich und von ganz Europa. Ein Ende, das sie immer im Blick gehabt hat bei allen Texten, die sie geschrieben hat, vom Ende her und auf das Ende hinschreiben. Die Ausstellung ist gegliedert in 15 Panels, wie wir das nennen, die jeweils ein Titelblatt haben, einer bestimmten Phase ihres Lebens gewidmet sind und die Sie hier durch Scrollen jeweils ansteuern können. Wo ist jetzt mein
mein 15. Panel ist hier verschwunden. Wir haben jetzt hier nur 14. Sie fragen, ob das nicht mit übersetzt worden ist. Wir können nachher möglicherweise auf die deutsche Version wechseln. Eigentlich sollte hier noch ein 15. Panel stehen. Ich werde die der Reihe nach jetzt durchgehen. Wichtig ist mir, dass ich Ihnen eigentlich hier nur eine kleine Einführung in die Ausstellung gebe. Sie wird lange online zugänglich sein. Und es gibt in dieser Ausstellung eine ganze Reihe von Links zu Audio- und Videodokumenten mit Eichinger. Ich bin besonders froh, dass es uns gelungen ist, hier Dokumente mit einzuschließen, die auch den Spezialisten teils gar nicht bekannt waren, die aber auch nicht zugänglich waren. Und so dass man die Ausstellung immer wieder sich anschauen kann, wenn man einmal Zeit hat und dann auch einen Film, ein etwas längeres Dokument sich genauer anschauen kann. Gut, ich gehe jetzt einmal in das erste Panel hinein. Jetzt hat es funktioniert. Sie finden immer ein Titelbild und dazu eine Phase, über die dieses Panel handelt, mit jeweils einem entsprechenden Motto. Hier als Titelbild haben wir ein Bild gewählt. Die meisten dieser Fotos, die stammen aus dem Nachlass Ilse Eichingers, der im Deutschen Literaturarchiv aufbewahrt wird. Dazu gehört eine große Fotosammlung dieser Familie. Und ein wunderbares frühes Familienfoto bildet hier den Hintergrund für das erste Panel. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass Ilse Eichinger zusammen mit ihrer identischen Zwillingsschwester Helga am 1. November 1921 in Wien geboren wurde. Ihr Vater war aber ein Lehrer, ein Fachlehrer an der Bürgerschule in Linz. Die Mutter hatte zwar in Wien studiert, sie war eine der ersten Frauen, die in Wien Medizin studieren konnten, zumal eine jüdische Frau, die ihr Studium 1915 abgeschlossen hat, dann im Ersten Weltkrieg in verschiedenen Lazaretten tätig war und 1920 Ludwig Eichinger geheiratet hat und dann ihre Ordination nach Linz verlegt hat, sodass Ilse und Helga Eichinger die ersten Lebensjahre in Linz verbracht haben und dort aufgewachsen sind. Ich habe unter anderem dieser Kindheit in Linz noch eine weitere Ausstellung gewidmet, die ich allein in diesem Jahr kuratiert habe, eine richtige Ausstellung im Stifterhaus Linz, die dort noch bis zum 3. Mai zu sehen ist und in der viele sehr neue Dokumente und Zugänge zu Eichinger gezeigt werden, viele Dokumente etc. Also ich kann auch nur auf diese zweite Ausstellung einfach für Interessenten noch hinweisen. Die beiden Zwillinge wachsen also mit ihren Eltern zusammen, zunächst in Linz auf. Hier auf dem Foto sieht man aber noch eine weitere Frau, das ist die Schwester der Mutter. Die Mutter heißt Bertha, Dr. Bertha Eichinger, die Schwester heißt Clara und mit dem Mädchennamen der Mutter Clara Krämer. Diese Clara Krämer war auch eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit, die unter anderem als Hobbyfotografin tätig war und die für beide Zwillinge eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, ihr Leben lang. Und das hat sehr früh angefangen und sie ist hier daher auch auf dieses frühe Familienfoto mitgerutscht. Zum Motto dieses ersten Panels auf Deutsch heißt das: Erinnerung begreift sich nicht zu Ende. Eichinger drückt damit aus, dass sie sich sehr lange und intensiv mit den Erinnerungen an ihre Kindheit, an die frühe Jugend dann während der Zeit der Deportationen in Wien beschäftigt hat und dass das, was hier erinnert wird, was sie zu erinnern versucht, einfach auch nicht abgeschlossen werden kann, nicht zu Ende geführt werden kann, dass diese Erinnerungsarbeit lange weitergeht. Wir haben dann, wenn Sie in den Panels scrollen, immer einen Block mit Erläuterungen, eine kurze Zusammenfassung zu der jeweiligen Lebensphase und dann verschiedene Dokumente, die Sie auch einzeln ansteuern können. Sie können also auf die Bilder auch immer klicken und sie dann in etwas größerem Format sehen. Das ist vor allem bei den Dokumenten wichtig. So, jetzt muss ich schauen, wie ich da wieder zurückkomme. Ah, da, okay, gut, danke schön.
Beide Kinder sind gleich nach der Geburt katholisch getauft worden, gefirmt worden und haben die Kommunion auch später gefeiert. Sie waren katholisch erzogen und besonders Ilse Aichinger hat sich der katholischen Kirche sehr nahe gefühlt, gerade auch während der Zeit der Verfolgungen. Das hat sie aber vor den wie soll man sagen, den Ausgrenzungen und den Anfeindungen, die man der jüdischen Bevölkerung Wiens entgegengebracht hat, nicht schützen können. Sie sehen hier in der zweiten Linie zwei Bilder mit der Bildunterschrift Helga Micki. Wir haben in die Ausstellung sehr bewusst auch das bildkünstlerische Werk von Ilse Aichingers Zwillingsschwester Helga mit einbezogen. Helga Micki hat in zweiter Ehe den britischen Wissenschaftler Donald Mickey, einen der Erfinder der AI, der künstlichen Intelligenz, geheiratet und hat deshalb dann ihren Namen geändert. Die Bilder, die Sie hier von Helga Micki finden, die immer wieder Korrespondenzen zwischen dem literarischen Werk von Ilse Aichinger und dem bildkünstlerischen Werk ihrer Schwester aufzeigen, begleiten also die Ausstellung durchwegs. Sie sehen hier also eines der Zwillingsmotive, zwei Figuren, die am Boden kauern, in zwei Varianten, die so ein deutlicher Hinweis darauf, wie sehr diese Zwillingsexistenz beide Künstlerinnen ihr Leben lang beschäftigt hat. Es folgen ein paar Bilder aus Linz, der Stadt, in der sie aufgewachsen sind, eine historische Postkarte und hier ein Foto. Wenn Sie, ja, genau. Genau, das ist eine zeitgenössische Ansicht aus Linz, der Stadt der frühen Kindheit von Ilse Aichinger. Und das hier ist noch ein... Das wäre zu zweifeln. Ja. Gut. Das ist ein Foto der Schule, an der der Vater unterrichtet hat. Und genau vis-à-vis gegenüber dieser Schule hat die Familie auch gewohnt. Das ist das Wohnhaus der Familie Aichinger, in der die beiden aufgewachsen sind. Das ist ein zeitgenössisches Foto, das habe ich aufgenommen im Zusammenhang der Ausstellungsvorbereitung. Eines der Häuser, das sich gut erhalten hat im Krieg und etwa so aussieht wie zu der Zeit, als die Kinder dort gelebt haben. Eine wichtige Figur der frühen Kindheit ist das Kindermädchen Emma Schrack, das Ilse Aichinger in einigen ihrer Erinnerungstexte erwähnt. Sie hat einen schrecklichen Namen und sie ist eine schreckliche Gestalt dieser Kindheit geworden. Ilse Aichinger schreibt von ihr, wir konnten das nicht verifizieren, dass Emma Schrack schizophren gewesen sei und gerade erst aus der Irrenanstalt entlassen worden, als sie die Betreuung der beiden Zwillinge übernommen hat. Sie hat die Zwillinge immer ganz fest an den Händen gepackt, dass sie wirklich rote Stellen hatten und ihnen mit dem Wachmann gedroht. Und in dieser Figur der Emma Schrack zeichnet sich so ein bisschen das ab, was an Gewalterfahrungen später kommen sollte und die Familie begleiten sollte. Hier zwei Varianten, zwei Zeichnungen der Schwester Helga Micki, Erinnerungen an den Vater. Der Vater war die dominierende Gestalt dieser frühen Kindheit, ein Büchernarr oder manisch veranlagter Mensch, der so viele Bücher gekauft hat, dass die Familie ernsthaft in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Also sie spricht etwa von der 20. Jean-Paul-Ausgabe, die er unbedingt haben musste. So ein krankhafter Büchersammler. Und Ilse Aichinger berichtet dann, dass die Mutter irgendwann zum Vater gesagt hat, er solle sich nun entscheiden zwischen den Kindern und ihr und den Büchern. Beides könne man sich nicht leisten. Und der Vater hätte sich schweren Herzens aber doch für die Bücher entschieden. Das ist der traurige Grund, warum die Familie dann auseinandergegangen ist. Und damit, schauen wir mal, ob ich das jetzt schaffe. Ja, okay. Wechseln wir zum nächsten Panel. Diese frühe Kindheit umfasst eben nur 6 Jahre, bis die Zwillinge in die Schule kommen. Und als sie 6 Jahre alt sind,
1927 trennt sich die Mutter vom Vater und geht mit den Zwillingen zurück nach Wien zu ihrer Familie. In diesem zweiten Panel, das die Jahre 1927 bis 1938 umfasst, also die Jahre vor dem sogenannten Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich, sind die Jahre der Schulzeit für Ilse Aichinger, und ihre Schulbildung spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle in ihrer Entwicklung, auch in ihrer Entwicklung als Autorin. Die beiden Zwillinge gehen zunächst zusammen in die Schule Sacré-Cœur. Wir sehen hier ein zeitgenössisches Bild, wie so eine Schule ausgesehen hat in den 20er Jahren in Wien. Anschließend besuchen sie das Gymnasium in der Rahlgasse. Da haben wir auch ein sehr schönes Bild, hier nur von Ilse Aichinger allein. Das ist hier heute an der Gumpendorfer Straße bzw. am Johanna-Donald-Platz. Und hier im Hintergrund ist dieses Gymnasium in der Rahlgasse. Interessant ist, dass sich die Schulbildung der beiden Mädchen eigentlich parallel entwickelt zur langsamen Entwicklung dieser historischen Katastrophe in Österreich 1934 nach dem Arbeiteraufstand und eigentlich nach dem Auflösen der Österreichischen Republik müssen beide Mädchen dieses Gymnasium, dieses städtische Gymnasium in der Rahlgasse verlassen. Ilse Aichinger besucht dann allein die Schule Sacré-Cœur, eine Klosterschule der Ursulinen im innersten Bezirk, im 1. Bezirk von Wien. Und hier habe ich von einer Nonne, die heute noch in dieser Schule tätig ist, ein Albumblatt bekommen, ein zeitgenössisches Albumblatt dieser Schule St. Ursula im 1. Bezirk in Wien. Diese Schule ist für Ilse Aichinger ein wichtiger Zufluchtsort. Hier hat man Verständnis für sie, hier bekommt sie eine gute Ausbildung. Und sie hat sich später bedankt bei der wichtigen Rolle, die diese Schule für sie gespielt hat, in einem Text, der jetzt diesem Panel den Titel gegeben hat, Eine Geschichte der Treue, heißt dieser Text. Und in diesem Text berichtet sie, wie sie dort erzogen worden sind bei den Ursulinen, dass sie aufrichtige Menschen werden und nicht alles glauben, was man ihnen erzählt. Und sie auch bestärkt worden sind, also sich zu eigenständig denkenden Persönlichkeiten zu entwickeln. Ich habe von dieser Schwester Lucia ein Dokument bekommen aus der Schulchronik dieser Ursulinenschule. Das ist jetzt hier schwer zu lesen. Es geht um diesen Abschnitt. Hier wird berichtet, wir haben es dann für die Ausstellung transkribiert. Das ist hier zu lesen, auch für Sie in italienischer Übersetzung. Diese Privatschulen, insbesondere die kirchlichen Schulen in Wien, wurden nach dem sogenannten Anschluss durch die Nationalsozialisten geschlossen. Die St. Ursula durfte nicht mehr weiter unterrichten und Ilse Aichinger musste dann für den Abschluss ihrer Schulzeit noch ein anderes Gymnasium suchen, was für sie als Tochter einer jüdischen Mutter fast unmöglich war. Sie ist dann in einem Gymnasium in der Großen Sperlgasse untergekommen und konnte dort maturieren. Und in diesem kleinen Text über die Geschichte von der Treue berichtet sie dann auch darüber, wie der Zustand in dieser anderen Schule war und was sie ihrer Ausbildung an St. Ursula verdanken. Kleine Zeichnungen von Helga Micki nochmal zur Schulzeit zum Abschluss. Dann springen wir wieder zurück, wenn ich das schaffe. Ja, auf die Übersicht und wähle das dritte Panel an. Hier haben wir jetzt die Zeit zusammengefasst, die schwierigste Zeit im Leben von Ilse Aichinger geworden ist, die Jahre 38 bis 45. Sie selbst nennt das die Zeiten der Verfolgung, die Zeit der Verfolgungen und der Unsicherheiten. Als Titelbild haben wir eine historische Postkarte gewählt, die jetzt aus einem Blick
Blick auf die Schwedenbrücke und auf den ersten Bezirk mit der Stephansdom im Hintergrund bringt. Diese Schwedenbrücke ist für Ilse Aichinger zum symbolischen Ort dieser Zeit geworden. Ich habe es vorhin erwähnt. Sie hat also etwa hier auf der Schwedenbrücke stehend mit ansehen müssen, wie Lastwagen mit den im zweiten Bezirk in wenigen Gebäuden zusammengepferchten jüdischen Bürgern, wie diese Lastwagen über die Schwedenbrücke gefahren sind in Richtung Aspern-Bahnhof zu den Deportationszügen. Und sie hat mit ansehen müssen, wie auf einem dieser Lastwagen ihre Großmutter, ihre Tante und ihr Onkel waren. Sie durfte nichts sagen, sie konnte sich nicht bewegen. Und sie musste mit zusehen, wie diese ihr liebsten Verwandten hier verschwunden und gewaltsam aus Wien deportiert wurden. Einige längere Textausschnitte, die jetzt einmal kurz nochmal rekapitulieren, unter welchen Bedingungen sie in dieser Zeit in Wien gelebt hat, zu überleben versucht hat mit ihrer Mutter. Ganz wichtig war, dass die Mutter also zunächst einmal ihr Recht auf Arbeit verloren hat, ihr Recht auf eine eigene Wohnung verloren hat, die anderen Familienmitglieder ebenfalls keine eigenen Wohnungen mehr haben konnten. Die Familie ist zunächst zusammengerückt in die Wohnung in der Hohlweggasse Nummer 1, die ursprünglich die Wohnung der Großmutter gewesen ist. Großmutter, Onkel und Tante, wie gesagt, sind am 6. Mai deportiert worden und vermutlich sofort in den folgenden Tagen nach der Ankunft in einem Lager in Mali Trostinec bei Minsk auch ermordet worden. Ilse Aichinger selbst hat mit ihrer Mutter in Wien überleben können. Ihnen ist zwangsweise ein Zimmer zugewiesen worden in einer Wohnung einer anderen Wohnungsbesitzerin. Ironischerweise lag diese Wohnung in einem Gebäude fast neben dem Gestapo-Hauptquartier im damaligen Hotel Metropol am Morzin-Platz. Ilse Aichingers Schwester, Helga Aichinger, konnte mit einem Kindertransport nach England emigrieren. Die Tante Clara Kremer, die ich vorhin erwähnt habe, war schon vorher nach England ausgereist und hatte diese Möglichkeit hier für eines der beiden Mädchen besorgen können. Das Problem war, dass Ilse Aichinger dass von den beiden Zwillingen nur eine ausreisen konnte, weil nämlich die Mutter vor der Deportation geschützt war, solange sie noch ein Kind zu versorgen hatte. Und deshalb wurden diese Zwillinge getrennt. Und das eine Mädchen wurde nach England geschickt, um dort zu überleben, und das andere Mädchen musste in Wien bleiben, damit die Mutter überleben kann. Also eine unglaublich traumatisierende Erfahrung, nochmal gedoppelt durch dieses Auseinanderreißen ihrer Zwillingsexistenz. Ilse Aichinger legt seit dieser Abreise ihrer Schwester ein Fotoalbum an, ein rotes Album, das sich in ihrem Nachlass erhalten hat. Und hier sieht man unter dem Datum 4. Juli 1939 ein letztes Foto ihrer Schwester am Tag ihrer Abreise nach England. Hier sieht man auch die beiden Schwestern noch einmal zusammen mit dem Vater, der nach Wien gekommen ist, um sich zu verabschieden. Der Vater hat versucht, was er konnte, um hinter der Familie zu stehen, trotz der Trennung der Eltern. Und hat aber auch vieles nicht verhindern können. Hier haben Sie verschiedene Dokumente, nochmal ein Dokument, das belegt, dass auch Ilse Aichinger dennoch versucht hat, einen Ausreiseantrag zu stellen, dass man versucht hat, auch die anderen Familienmitglieder irgendwie ins Ausland zu retten, was ihnen aber nicht gelungen ist. Ein letztes Bild der Großmutter in ihrer Wohnung in der Jägerhausgasse in Hetzendorf, bevor diese Zwangseinweisungen stattgefunden hatten. Und auf der rechten Seite einer der bekannten Stolpersteine in Wien vor der Wohnung Hohlweggasse 1 im 3. Bezirk, aus der die 3 Familienmitglieder Kremer deportiert worden sind.
ein Foto vom Hotel Metropol, dem Gestapo-Hauptquartier, neben dem, wie gesagt, Ilse Aichinger und ihre Mutter die schlimmen Jahre versucht haben zu bestehen. Dieses Hotel Metropol ist nach Kriegsende zunächst von der russischen Armee genutzt worden und dann ist durch Plünderer im Keller des Hauses ein Feuer ausgebrochen, und weil die Gestapo dort große Munitionslager hatte, ist das ganze Haus in die Luft gegangen und besteht heute nicht mehr. Hier noch ein Bild aus dem gerade genannten Fotoalbum, das sehr deutlich, also hier auch durch diese Unterschrift allein diese bedrückende Situation noch einmal zum Ausdruck bringen. Ja, jetzt versuche ich mal auf diese Weise zum nächsten Panel zu kommen. Sie können immer die Panel anwählen, indem Sie hier zur Übersicht zurückgehen, oder Sie können hier unten über die Punktleiste weiter wählen. Aha, hätte ich einen Punkt noch weitergehen können. Da sind wir bei dem nächsten Panel. Das trägt nun den Titel Die größere Hoffnung, den Titel des Romans, mit dem Ilse Aichinger berühmt geworden ist. Der Roman, der ihre Erfahrungen während dieser Jahre 38 bis 45, die Jahre der Verfolgungen und des Zweiten Weltkrieges in Wien, reflektiert. Es ist ein fiktionaler Text, er darf keinesfalls als autobiografischer Text verstanden werden, aber er bringt sehr viel zum Ausdruck von den Erfahrungen, die Ilse Aichinger in dieser Zeit gemacht hat. Der Begriff die größere Hoffnung, es zieht sich durch diesen Roman. Der Roman beginnt mit einem Kapitel die große Hoffnung und er endet mit dem 10. Kapitel die größere Hoffnung. Und es ist der Weg einer jungen Frau, die lernen muss, dass die große Hoffnung, nämlich ausreißen zu können, sich retten zu können aus dieser Situation, nicht erfüllt wird, aber dass es eine größere Hoffnung gibt, die nämlich die Entwicklung einer menschlichen Persönlichkeit, eines Akzeptierens auch des anderen darstellt, die weit über diese Hoffnung zu überleben hinausgeht. Es ist eine ganz wichtige Erfahrung, die Ilse Aichinger in diesen Jahren macht und bei der ihre religiöse Bildung eigentlich auch eine große Rolle gespielt hat. Die Schwester, die 1939 emigriert ist, und die Tante sind ganz wichtige Bezugspersonen natürlich für Ilse Aichinger und ihre Mutter gewesen in dieser Zeit. Letztlich die einzig Überlebenden der jüdischen Familie von Ilse Aichinger. Aber seit Kriegsbeginn am 1. September 1939 ist fast keine Kommunikation mit ihnen mehr möglich. Es können keine Briefe mehr gewechselt werden, mit Ausnahme dieser Rotkreuzbriefe, von denen sich auch einige im Nachlass erhalten haben. Diese Briefe durften einmal pro 6 Monate geschrieben werden. Das Rote Kreuz hat diese Briefe zwischen den verfeindeten Nationen ausgetauscht und man durfte 25 Worte hier wechseln und es war sehr schwierig. Also in diesem knappen diesem knappen Umfang und mit einem so großen mit einer so großen Zeitverzögerung eigentlich zum Ausdruck zu bringen, was einen bewegt, was passiert ist. Auf der Seite von Clara Kremer und Helga, der Schwester Ilse Aichingers, ist insofern etwas passiert, als Helga geheiratet hat und eine Tochter bekommen hat im Juli 1942. Auf der anderen Seite ist passiert, dass eben die Großmutter und die Schwester und der Bruder deportiert worden sind. Und das kann man den Verwandten gar nicht mitteilen. Das merken die Verwandten nur dadurch, dass plötzlich die Unterschriften der anderen Verwandten fehlen. Und es kommt auch die Frage, wo sind die, warum finden wir diese Unterschrift nicht mehr? Anders war diese Katastrophe gar nicht ansprechbar. Ja, Ilse Aichinger beginnt eigentlich mit der Ausreise ihrer Schwester zu schreiben. Ihr fehlt die Zwillingsschwester, ihr fehlt ihr Gegenüber und sie fängt an, imaginäre Briefe an sie zu schreiben und dann auch zunehmend schon kleinere literarische Texte, schreibt das in verschiedenen Notizbücher, Tagebücher und fängt an, eigentlich in diesen Jahren sich schon zur Autorin zu entwickeln.
Hier haben wir eine Gedenktafel. Ups. Das lässt sich wahrscheinlich nicht vergrößern, dieses Bild. Nee, Nee, nicht. ja, gut, ist egal. Diese Gedenktafel hier erinnert an die sogenannte Hilfsstelle für nicht-arische Katholiken, die ich vorhin erwähnt habe, im Erzbischöflichen Palais in Wien, in dem Ilse Aichinger eben mit einigen gleichaltrigen jungen Menschen in dieser Situation Zuflucht gefunden hat. Und an diesem Ort ist auch der erste Text von Aichinger publiziert worden, publiziert nicht als Schriftdokument, sondern als Theaterstück. Sie hat mit den anderen Jugendlichen zusammen ein Weihnachtsspiel eingeübt unter dem Titel Der Traum vom Frieden. Und dieses Weihnachtsstück ist, das steht hier unten, zuerst mal aufgeführt im Wiener Erzbischöflichen Palais zu Weihnachten 1944. Das ist ein Dokument, eine Durchschrift, die sich im Nachlass ihrer Schwester erhalten hat. Und das ist das Dokument ihrer ersten Veröffentlichung in diesem Sinne. Es ist auch ein Kapitel aus dem späteren Roman Die größere Hoffnung dann geworden. Hier haben wir ein Widmungsexemplar dieses Buches von Ilse Aichinger an ihre Schwester. Und außerdem einen Zeitungsausschnitt, den kann man aber jetzt vergrößern. Das ist der allererste Text von Ilse Aichinger, der gedruckt worden ist. Das 4. Tor, das meint ein Tor, das 4. Tor am Wiener Zentralfriedhof. Und über dieses Tor und über diesen Teil des Wiener Zentralfriedhofs, das ist nämlich der Teil mit den jüdischen Gräbern, hat sie ihren ersten Text verfasst. Und der ist im Wiener Kurier am 1. September 1945 erschienen, ein symbolisches Datum. Der 1. September war der Tag des Ausbruchs, des Beginns des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945, in dem Jahr, in dem der Krieg endlich dann auch wieder zu Ende gewesen ist. Ja, das war unser Kapitel zur größeren Hoffnung. Ja, jetzt habe ich es ein bisschen besser raus. Hier kommen wir zu dem Panel der ersten Jahre nach Kriegsende, 1945 bis 1950. Und hier finden Sie jetzt das Zitat, das der Ausstellung den Namen gegeben hat. Es begann mit Ilse Aichinger. Es ist ein berühmtes Zitat des österreichischen Schriftstellers Hans Weigel gewesen. Hans Weigel, der selbst in die Kriegszeit im Exil verbracht hat, der gleich nach Kriegsende aber nach Wien zurückgekehrt ist und der sich dann intensiv darum bemüht hat, junge österreichische Autoren und Autorinnen zu finden, zu fördern und am Aufbau einer anderen österreichischen Literatur mitzuarbeiten. Hans Weigel zählt sich zu den Entdeckern von Ilse Aichinger und er hat dann schließlich in einem Rückblick dieses wichtige Wort geprägt. Es begann alles mit Ilse Aichinger. Es begann mit ihren Zeitungsartikeln, wie dem gerade gezeigten Artikel Das 4. Tor, eine andere Stimme, ein anderes Sprechen in der österreichischen Literatur. Ein ganz wichtiger Text in diesem Zusammenhang ist ein programmatischer Text, den Aichinger 1946 veröffentlicht hat unter dem Titel Aufruf zum Misstrauen. Hier war sie eingeladen worden von den Herausgebern der Zeitschrift Der Plan. Ups, ich habe das Cover der Zeitschrift hier unten. Das war eine der wichtigsten literarischen Zeitschriften der frühen Nachkriegszeit. Und sie haben 1946 ein Sonderheft gemacht zum Thema die Stimme der Jugend. Sie wollten den Jugendlichen, den jungen Autoren die Möglichkeit geben, sich zu äußern. Und in diesem Kontext publiziert Aichinger den Text Aufruf zum Misstrauen. Aufruf zum Misstrauen heißt hier, ihr sollt nicht den anderen misstrauen, ihr sollt nicht die anderen für gefährlich, für eure Feinde, für fremd halten, sondern ihr sollt euch selbst misstrauen, ihr sollt euren guten Vorsätzen misstrauen, ihr sollt in den Spiegel schauen und selbst reflektieren, was eure Position ist. Also eine Umkehr einer vergiftenden, tödlichen Maxim in eine sehr kritische Haltung, die sich hier in Form eines Pamphlets eigentlich formuliert hat. Diese Aufforderung oder dieser Aufruf zum Misstrauen ist dann sprichwörtlich geworden für die ganze Epoche
Und in diesem Sammelband, der nochmal aus dem Blick von 1967 einen Rückblick auf die Epoche der frühen Nachkriegsliteratur formuliert, in diesem Band, den Weigel und Otto Breicher herausgegeben haben, ist dann dieser Aufsatz von Weigel erschienen mit dem Titel "Es begann mit Ilse Aichinger", wo er der Autorin nochmal diese ganz wichtige Rolle für diese frühe Phase der Nachkriegszeit ummisst. 1948 kommt es erstmals zum Wiedersehen dieser auseinandergerissenen Familie. Wir haben hier einerseits ein Foto der beiden Schwestern, Ilse und Helga Aichinger, zusammen mit der Mutter und deren Schwester, also Bertha Aichinger und Clara Kremer. Und wir haben auf der anderen Seite ein Foto von Ilse und Helga Aichinger, jetzt mit der kleinen Tochter Ruth, die 1942 geboren war. Dieses Foto, habe ich übrigens feststellen können, ist aufgenommen worden von Dr. Heinz Sinnram, einem ebenfalls Wiener Emigranten, der ursprünglich ein promovierter Jurist gewesen ist, aber durch das Exil in England nicht mehr als Jurist arbeiten konnte und der dann seine Fotoleidenschaft zu seinem Beruf gemacht hat und einer der berühmtesten Fotografen in England der Industriefotografie geworden ist. Und der hat nebenher jüdische Emigranten in London fotografiert und hat eine ganze Reihe fantastischer Aufnahmen auch von Ilse und Helga Aichinger gemacht. Von dieser ersten Reise nach England hat Ilse Aichinger einen sehr bemerkenswerten Text veröffentlicht in der letzten Nummer der Zeitschrift Europäische Rundschau, in der sie hier berichtet über ihre Eindrücke einer jungen Autorin, die 7 Jahre lang also in Wien festgehalten wurde, unter extremen Druck, lebensbedrohlichem Druck gelebt hat und die dann 1948 zum ersten Mal das Land verlassen durfte, England gesehen hat als den Ort der Freiheit, der Ort, der so vielen Menschen auch das Leben gerettet hat. Und in diesem Zeitungsartikel hat sie eine ganz bemerkenswerte Übersicht, also über diese ersten Reiseeindrücke formuliert. Bei dieser ersten Reise hat Ilse Aichinger in London dann auch eine ganze Reihe bedeutender österreichischer Autoren und Künstler kennenlernen können durch das Austrian Center und sind hier, gab es eine intensive Kontakte und Bezugnahmen österreichischer Immigranten in Wien. Und Helga, die sich in diesen Kreisen bewegte, war persönlich bekannt, also nicht nur zum Beispiel mit der Tochter von Gustav Mahler, die eine Büste von ihr gemacht hat, die Anna Mahler, sondern auch mit Canetti, mit Erich Fried, mit eigentlich allen berühmten Autoren der damaligen Epoche. Und als Ilse Aichinger zum ersten Mal nach London gekommen ist, hat sie auch alle diese Wiener Autoren und Intellektuellen kennenlernen können. Der wichtigste von ihnen war vielleicht in diesem Moment Erich Fried. Erich Fried war der erste Leser von Ilse Aichingers Roman Die größere Hoffnung, und er hat ihr dann seitenweise Korrekturvorschläge geschickt für dieses Manuskript, das im Entstehen war, und hat auch eine der allerersten Rezensionen über diesen Roman geschrieben, wo er sagt, also Ilse Aichinger ist die größte Autorin nach Kafka in der deutschen Sprache. Er hat also wirklich sofort erkannt, also welche Bedeutung dieser Roman und diese Autorin hat. Und Ilse Aichinger dankt ihm hier in dieser kleinen Postkarte vom Dezember 1949, etwas verspätet, für diese wichtige Rezension. Hier kommt auch am Ende dieses Panels über die größere Hoffnung ein ganz wichtiges Tondokument, was ich Ihnen gerne ans Herz legen möchte. Das habe ich einmal gefunden durch sehr systematische Rundfunkrecherchen. Es stammt vom 10. März 1952. Und es ist eine frühe Lesung von Ilse Aichinger am Rundfunk aus diesem Roman Die größere Hoffnung. Aber zusätzlich zu den einzelnen Passagen aus der größeren Hoffnung, die sie hier liest,
wird sie auch noch zu dem Roman befragt. Und der sie befragt, ist kein geringerer als Martin Walser. Martin Walser war damals noch kein Autor, ist ja heute immer noch ein lebender, bedeutender deutschsprachiger Autor. Er ist erst viel später selbst Literat geworden. Er hat als Journalist begonnen. Und das ist ein sehr, sehr bemerkenswertes Zeugnis, wie Martin Walser jetzt aus der deutschen Perspektive auf diese junge österreichische Autorin, jüdische Überlebende des Holocaust zugeht, wenn es um diesen Roman geht. Ein ganz, ganz spannendes Dokument, also Zeitdokument auch zur frühen Rezeption Ilse Eichingers. Schauen wir mal, ob wir hier im richtigen Punkt sind. Ja, da gehen wir eins weiter. Wir kommen jetzt in die Phase 1950 bis 1953. Das ist die Zeit, in der Eichinger eigentlich mit ihren frühen Werken große Anerkennung im deutschsprachigen Raum gewinnt. Das Erzählen von dieser Zeit ist wiederum der Titel eines poetologischen Essays von ihr. Hier ein Foto, wie sie im Südwestfunk liest, noch aus ihrem Band der. Und hier haben wir das zweite Buch, das Ilse Eichinger veröffentlicht hat, unter dem Titel Rede unter dem Galgen. Das ist aus der Sicht der österreichischen Literaturgeschichte eine ziemlich interessante Sache. Ilse Eichinger ist mit ihrem ersten Roman beim Verlag S. Fischer gelandet, einem der wichtigsten Verlage für die deutschsprachige Literatur. Sie ist damit nach Deutschland gegangen mit ihrem Roman. Und Hans Weigel hat gleichzeitig immer noch versucht, also sie für die österreichische Literatur zu halten. Er hat diese Reihe gegründet über junge österreichische Autoren, in der er hier ein Band von Eichinger publiziert hat, hier zum Beispiel ein Band von Marlene Haushofer. Und dieser Band Rede unter dem Galgen ist ein so schmales, kleines Büchlein, dass die ersten Erzählungen von Ilse Eichinger enthält. Und auf dem Klappentext hier sieht man die ganz interessante Bemerkung, dass unten über die Autorin steht, sie lebt gegenwärtig in Frankfurt am Main als Lektorin des S. Fischer Verlags, weil ihr in Österreich keine Existenzmöglichkeit geboten war. Also das ist nahezu ein Politikum, so etwas auf den Klappentext zu drucken. Eine sehr bittere Feststellung, eigentlich weniger über Österreich als über den gesamtdeutschen Literaturbetrieb. Eichinger gilt bis heute als deutsche Autorin und gleichzeitig als österreichische Autorin. Und diese Konkurrenz und diese Differenz in der Wahrnehmung von auf beiden Seiten ist etwas, was sich bis heute erhalten hat. Wir haben hier die Zeitung, eine Reproduktion des ersten Teils von Ilse Eichingers Spiegelgeschichte. Das ist der letzte Teil, das ist in mehreren Folgen in der Zeitung zunächst publiziert worden. Eine Geschichte, die vom Ende her auf den Anfang hin erzählt, die Geschichte einer jungen Frau, die an einer Abtreibung gestorben ist. Und in dem Moment, wo sie stirbt, erinnert sie nochmal ihr ganzes Leben rückwärts und der Text hört auf in dem Moment, wo sie geboren wird. Und in dem Moment, wo sie geboren wird, sagt der Vater, sie ist tot. Diese phänomenale Geschichte hat Ilse Eichinger 1952 beim Treffen der Gruppe 47 in Niendorf an der Ostsee den Preis der Gruppe 47 eingebracht. Und das ist ein wirklich lustiges Foto, auf dem Sie Ilse Eichinger sehen, aber hier auch Ingeborg Bachmann, mit der sie zu der Zeit sehr eng befreundet war. Und eigentlich ist Ingeborg Bachmann durch Ilse Eichinger auch zu diesem Treffen der Gruppe 47 gekommen. Wir sehen aber auch hier leider mit geschlossenen Augen Paul Celan. Ja, das ist jetzt einfach zufällig durch das Foto, der ebenfalls durch Ilse Eichinger zu dieser Tagung eingeladen wurde. Und das Ganze ist eigentlich die österreichische Delegation bei der Gruppe 47. Hier sieht man Milo Dor und hier Reinhard Federmann, also die ganze österreichische Gruppe auf diesem sehr witzigen, dynamischen Foto. Ilse Eichinger war aber damals diejenige, die den Preis der Gruppe bekommen hat und die damit eigentlich berühmt geworden ist. Hier nochmal ein Beispiel zu den Animositäten oder den Versuchen, Ilse Eichinger für sich zu vereinnahmen.
relativ frühe Anthologien österreichischer Literatur beziehungsweise deutscher Erzählliteratur. In beiden Bänden ist derselbe Text, nämlich die Spiegelgeschichte, enthalten. Sie ist also einerseits Repräsentant für die schönsten Erzählungen aus Österreich, die noch ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Da wird sie bereits kanonisiert. Und auf der anderen Seite gehört sie nach Deutschland, in die Anthologie in Deutschland erzählt. Gut, dann springen wir weiter. Jetzt hoffe ich, dass ich den richtigen Punkt getroffen habe. Ja, das ist eines meiner Lieblingsfotos, das man hier sieht, weil sie selten beide so positiv und beide so lächelnd dargestellt sind. 1953 heiratet Ilse Aichinger den deutschen Schriftsteller Günter Eich. Er ist sehr viel älter als sie, er kommt aus Norddeutschland und es beginnt damit eine Phase großer Produktivität, großer gegenseitiger eigentlich Produktivität und eine sehr fruchtbare Schriftstellerbeziehung, die beiden hier ab 1953 gemeinsam leben. Wo ich wohne, ist der Titel einer der wichtigsten Erzählungen Ilse Aichingers aus dieser Epoche. Sie wechselt zunächst in den ersten Jahren ihrer Ehe mit Günter Eich mehrfach den Wohnsitz, aber es bleibt, dass die beiden immer im Grenzland zwischen Österreich und Deutschland leben. Einmal diesseits der Grenze, einmal jenseits der Grenze. Die längste Zeit allerdings lebt sie dann ab 1963 in Großgemein im Salzburger Land, vorher auch noch in Breitbrunn und Lenggries zunächst auch auf der deutschen Seite. Wir haben hier die erste Publikation ihrer Erzählung Wo ich wohne in dem Linzer Almanach Stillere Heimat. Ilse Aichinger hat seit 1952 über Jahrzehnte hinweg immer in dem literarischen Jahrbuch der Stadt Linz ihre Texte veröffentlicht und damit auch durch ihre weitere Werkentwicklung sich doch sehr stark auch in diesem Raum ihrer Kindheit noch einmal situiert. Das ist eines der Themen, die ich in der Ausstellung in Linz behandle. Die Geschichte, Wo ich wohne, ist eine sehr beeindruckende Geschichte einer jungen Frau, die eines Tages nach Hause kommt und merkt, dass ihre Wohnung nicht mehr im 3. Stock liegt, sondern im 2. Stock. Sie kann das gar nicht glauben, aber die Wohnung ist tatsächlich ein Stockwerk abgerutscht. Und ein paar Tage später ist sie im 1. Stock und dann am Erdgeschoss und dann langsam unter der Erde. Und die Frau in dieser Erzählung muss sich mit diesem merkwürdigen Fall auseinandersetzen. Das Interessante ist, dass niemand in ihrer Umgebung merkt, was hier eigentlich passiert. Alle tun so, als ob das Normalste der Welt sei. Und sie fragt sich, was passiert, wenn ich im Inneren der Erde ankomme. Es ist also eine deutliche Parabel über den Untergang im eigenen Haus, der von der Umgebung komplett ignoriert wird und damit wiederum eine Geschichte, die sehr deutlich die Situation, die sie durchlebt hat, während der Zeit der Verfolgung noch einmal reflektiert. Wir haben dazu kontrastiv diese Zeichnung von Helga Mickey, Careful, We Are Sliding, gestellt, die eigentlich ein bisschen aus demselben Geist entstanden ist. In den 50er Jahren wird Ilse Aichinger mehrfach mit allen möglichen Literaturpreisen ausgezeichnet. Sie entwickelt sich als Autorin weiter und sie entwickelt eine ganz eigene neue Gattung in diesem kleinen Band zu keiner Stunde. Es sind, wie sie sagt, Szenen und Dialoge, sehr kurze Prosatexte, die aber verfasst sind und gedruckt sind, als ob es sich um Theatertexte handelt. Es gibt immer nur 2 oder 3 Protagonisten, die genannt sind und dann wird es als reiner Dialog abgedruckt. Texte, die sich zunächst auf die Stadt Wien beziehen, aber dann auch immer abstrakter eigentlich werden. Und wir haben hier, es freut mich auch sehr, dass das möglich wurde, 2 Beispiele für diese kurzen szenischen Dialoge als Hördokumente der Ausstellung hinterlegt. Das einmal ist der Text Pfingstrosen und das andere ist der Text Die französische Botschaft. Die französische Botschaft in Wien am Schwarzenbergplatz ist ein sehr berühmtes Gebäude. Aichinger hat dort in der Nähe gewohnt.
Und es entspinnt sich vor dieser Botschaft ein eigenartiger, absurder Dialog, den sie mit diesem Titel bezeichnet hat und den Sie sich, wenn Sie mögen, auch einmal anhören können. Ilse Aichinger und Günter Eich sind in den 50er Jahren, gehören sie zu den wichtigsten Hörspielautoren dieser Epoche, in der das Hörspiel eine große Blüte erlebt. Eines dieser Hörspiele von Ilse Aichinger heißt Besuch im Pfarrhaus. Und ja, das vielleicht nur noch mal hier zu diesem Genre. Ich muss jetzt einfach ein bisschen auch aufpassen, dass es nicht alles zu lange dauert, weil wir diese 15 Panel haben. Hier kommen wir jetzt zum zweiten Jahrzehnt ihrer Zusammenarbeit mit Günter Eich. Und dieses zweite Jahrzehnt von 1963 bis 1972 steht unter dem merkwürdigen Titel Maulwürfe. Auf Englisch, auf Italienisch klingt das noch lustiger als auf Deutsch. Im Deutschen ist der Begriff Maulwurf für dieses Tier ein telling name. Es ist jemand, der mit dem Mund oder mit dem Maul bei einem Tier etwas aufwirft. Es ist ein subversives Tier, das nämlich unter der Erdoberfläche langkrabbelt und immer wieder Erde aufbricht und sich sichtbar macht durch diese kleinen Häufchen. Es ist kein besonders beliebtes Tier. Und Günter Eich beschreibt hier in diesem Eingangszitat, dass sie in ihrer Wohnung, in ihrem Haus in Großgemein so einen kleinen Maulwurf gehabt haben, der sie amüsiert hat. Und dass dieser Maulwurf sprichwörtlich wurde für die Schreibweise, und zwar die Schreibweise von Ilse Aichinger und von Günter Eich. Günter Eich hat diesen Begriff dann genommen und wie ein Gattungsbegriff verwendet und auch mehrere Bücher unter diesem Titel veröffentlicht. Eigentlich aber, das sagt er hier, stammt der Begriff von Ilse Aichinger selbst. Wir haben hier ein paar Dokumente. Und das ist das Buch Maulwürfe von Günter Eich, eine Form absurder Prosa, die er publiziert hat 1968. Viel, viel früher, aber eigentlich schon Ende der 50er Jahre, hatte Ilse Aichinger diesen Begriff Maulwürfe verwendet als Begriff für, hier hat sie nochmal schöner geschrieben, Maulwürfe, als Begriff für ganz kurze Prosaskizzen, Notizen, unabgeschlossene Texte, die sie in einer Mappe gesammelt hat. Und das war die Aufschrift auf diese Mappe. Es ist eine ganz wichtige Entwicklung, die in den 60er Jahren erfolgt, dass Ilse Aichinger eigentlich nicht mehr realistische Prosa mit fantastischen Einsprengseln wie bei dieser absinkenden Wohnung schreibt, sondern dass sie zunehmend absurd schreibt, etwa so wie zur selben Zeit eben auch Beckett absurde Prosa verfasst. Diese Aichinger, könnte man sagen, ist eigentlich in diesem Sinne der Beckett der deutschsprachigen Literatur. Ein wichtiger Text von ihr in diesem absurden Sinne ist der Text Der Querbalken, der hier in der Zeitschrift Merkur zum ersten Mal 1963 erschienen ist und von Wolfgang Hildesheimer mit einem einführenden Text und einer sehr eindrucksvollen Collage begleitet wurde. Wolfgang Hildesheimer, auch ein Vertreter der absurden Prosa in der deutschen Sprache, der er das sehr früh erkannt hat. Auf der anderen Seite haben wir zunehmend Korrespondenzen zwischen dem zeichnerischen Schaffen ihrer Schwester Helga und dem Schreiben von Ilse Aichinger. Wir sehen hier eine Zeichnung von Helga Micki, die den Titel hat Queuing for Godot, also eine Anspielung auch auf das Beckettsche Schreiben, aber auch eine absurde Darstellung. Und zu dieser Zeichnung von Helga Micki hat Ilse Aichinger einen kleinen Text geschrieben, der hier erstmals in der Süddeutschen Zeitung publiziert worden ist. Andere Korrespondenzen ergeben sich, wenn zum Beispiel so eine Zeichnung von Helga Micki auf das Cover der berühmten Literaturzeitschrift Neue Rundschau gebracht wird und diese Zeitschrift aber dann von Ilse Aichinger Aufzeichnungen enthält, die damit wieder in Korrespondenz gesetzt werden. Hier haben wir nochmal ein
Foto der beiden Schwestern, jetzt schon in etwas fortgeschrittenerem Alter. Das ist aber vielleicht für das, was wir vorhin besprochen haben, ganz nett. Es ist hier die englische Übersetzung des Gedichtes Winterantwort, über das wir vorhin gesprochen haben. Helga Micki hat zum Teil die Texte von Ilse Aichinger dann auch ins Englische übersetzt. Und da ist... Ja, manchmal funktioniert es nicht. Das sollte eigentlich auch sich vergrößern lassen. Das ist nämlich das. Ja, das geht leider nicht. Das ist die englische Übersetzung, aber das andere ist das ist eines der Manuskripte von Ilse Aichinger zum Gedicht Winterantwort. Gut, dann renne ich mal weiter. Ups, das war nicht richtig. Da waren wir schon. Ja. 1972 stirbt Günter Eich und Ilse Aichinger bleibt zunächst noch allein in dem Haus in Breitbrunn, wo sie gelebt haben, wohnen und entwickelt ihre Schreibweise weiter. Und der berühmteste Band, den sie in dieser Zeit publiziert, ist ein Buch mit dem Titel Schlechte Wörter, in dem sie hier diese Anfänge, die sie mit Günter Eich gemacht hat, über die Maulwürfe weiterführt, zunehmend sprachkritisch, hier auch einzelne Wörter erforscht, wie das Wort Schnee oder das Wort Heu. Da haben wir nachher auch noch ein Manuskript. Sie wohnt in dieser Zeit, kommt dann ihre Mutter auch zu ihr und lebt bei ihr, und damit sie nicht allein ist. Und ja, hier haben wir nochmal einige Dokumente zu diesem wichtigen Buch Schlechte Wörter, das sie hier publiziert hat. Und hier kommt eines der Filmdokumente, von denen ich vorhin gesprochen habe. Das war bisher auch nicht bekannt. Es ist eine quasi Fernsehbuchrezension gewesen, die 1976, kurz nach Erscheinen dieses Buches, Schlechte Wörter gemacht wurde. Johannes Mager und Ulrike Voßwinkel haben Ilse Aichinger in ihrem Haus in Großgemein besucht und sie spricht hier sitzt sie in ihrer Küche und sie spricht in dem Dokument über dieses Buch Schlechte Wörter und sie liest dann auch einen Teil vor. Wir können ja mal kurz schauen, ob das... Wir haben hier keinen Ton. Wir haben... Das muss nicht sein, weil das lässt sich auch nicht übertragen. Genau, aber das kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen, weil es aus dieser Zeit von Ilse Aichinger eigentlich sonst keine Dokumente gibt. Das heißt, der deutsch-österreichischen Grenze bei Bad Reichenhall. Aber man sieht nichts jetzt. Jetzt hören wir. Und die anderen können es nicht hören. Oh, die anderen können es nicht hören. Machen wir lieber wieder auf. Ist okay. Also, wie gesagt, lohnt sich, das einmal anzuschauen und Ilse Aichinger auf die Weise zu Hause zu besuchen. Hier nochmal ein Dokument für ein Gedicht, das in dieser Zeit entstanden ist, das Gedicht Heu. Ja. 87, waren wir jetzt schon so weit? Moment. Ist da nichts übersprungen? Nein. Da sind wir. Das ist richtig. Genau, okay. Ja, 1984, nach dem Tod ihrer Mutter, gibt Ilse Aichinger schließlich ihren Wohnsitz in Großgemein auf und zieht für kurze Zeit nach Frankfurt. Wir sehen sie hier in ihrer Frankfurter Wohnung an ihrem Schreibtisch. Und in dieser Zeit beschäftigt sie sich vor allen Dingen mit dem Buch Kleistmoos Fasane, das dann 87 auch erscheint und das neben Essays und autobiografischen Aufzeichnungen oder aphoristischen Aufzeichnungen vor allen Dingen einige autobiografische Texte enthält. Einer dieser Texte hat den Titel Die Küche meiner Großmutter und er rekapituliert noch einmal diese Zeit während der Jahre der Verfolgung und der früheren Kindheit in ihrer Wohnung
in der Hohlweggasse. Hier ist ein historisches Foto. Das war das Haus der Großmutter. Sie hat hier oben im obersten Stock gewohnt. Am Rennweg, hier sehen Sie die Aspangstraße über Wiener Verbindungsbahn, die hier weiter laufen. Dahinter war der Aspang-Bahnhof, wo dann die Deportationen stattgefunden haben. In diesem Text die Wohnung meiner Großmutter rekapituliert Eichinger also noch einmal diese ganze Epoche. Ja, ich kann jetzt aber nicht alle einzelne Dokumente Ihnen hier zeigen. Das muss man, wie gesagt, vielleicht in Ruhe nochmal alles anschauen. Das ist das Manuskript zu einem wichtigen Text ins Wort, den sie damals dem Germanisten Peter Horst Neumann gewidmet hat. Dieser Eichinger Sohn, Clemens Eich, ist in der Zwischenzeit selbst Schriftsteller geworden und hat mehrere Bücher publiziert. Und das ist einer der wenigen Anlässe, dass Ilse Eichinger einmal die Buchmesse in Frankfurt besucht hat, hier zusammen mit ihrem Sohn Clemens Eich. Und sie tritt langsam wieder mehr in diesen Jahren dann ins Licht der Öffentlichkeit. Ganz wichtig wurde hier eine Preisverleihung des Weilheimer Literaturpreises, der eigentlich von einer Schülerjury also er war von der Stadt Weilheim ausgeschrieben, aber eine Schülerjury durfte entscheiden, welcher zeitgenössische Autor diesen Preis bekommt. Und Ilse Eichinger war die erste Preisträgerin dieses Schülerpreises. Das ist sehr wichtig, weil sie in diesem Zusammenhang noch einmal explizit formulieren konnte in ihrer Preisrede unter dem Titel Die Rede an die Jugend, was das Credo ihres Schreibens war, dass sie die jungen Leute erreichen wollte, dass sie die Jugend auch aufrütteln wollte zu einem kritischen und selbstbewussten Schreiben. Ja, da haben wir noch mal ein Panel dazwischen gelegt, das keine zeitliche Eingrenzung hat, einfach um nochmal ganz kurz auf die Beziehung dieser beiden Schwestern einzugehen. Die Schwestern, die in großer Distanz zueinander leben mussten, seit Helga nach England emigriert ist, die aber dennoch ihr künstlerisches Werk beide in Bezug aufeinander sehr stark entwickelt haben. In den Ende der 80er Jahre organisiert Friedrich Denk in München eine private Ausstellung, bei der viele Bilder von Eichinger erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden und auch zum Verkauf gelangen. Und auch in diesem Zusammenhang hat Ilse Eichinger einen eigenen Text über die Schwester formuliert. Jetzt gehen wir nochmal hier runter. Sie können, wie gesagt, die Panels auch immer über die Übersicht ansteuern, weil Sie dann besser vielleicht auch sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Na? Es kommt. 1988 kehrt Eichinger dann erstmals wieder nach Wien zurück. Sie ist also, es ist genau 50 Jahre nach dem sogenannten Anschluss Österreichs, dass sie wieder in ihre Geburtsstadt zurückkehrt. Sie hatte die Stadt Anfang der 50er Jahre verlassen und von diesem Zeitpunkt ab bis 88 nicht mehr in Wien gelebt, zwar Wien immer wieder besucht, aber nicht dauerhaft in Wien sich aufgehalten. Das ändert sich vor allen Dingen unter dem Einfluss von Richard Reichensperger. Richard Reichensperger war ein junger Germanist, den Eichinger kennengelernt hat, als sie noch in Großgemein lebte, weil er als Vorleser für ihre Mutter eigentlich gewonnen werden konnte. Und es hat sich daraus eine sehr enge Freundschaft und eine sehr enge Beziehung entwickelt. Und Richard Reichensperger ist es eigentlich auch zu verdanken, dass Eichinger nicht nur nach Wien zurückgekehrt ist, sondern dass sie in hohem Alter auch noch einmal ganz neu angefangen hat zu schreiben. Zunächst einmal erscheint 1991 zu ihrem 70. Geburtstag eine Gesamtausgabe ihrer Werke, die Reichensperger vorbereitet und auch mit einer eigenen Darstellung begleitet.
Dann haben wir hier ein ganz nettes Dokument noch eines Gesprächs, das Ilse Aichinger mit Reichensberger zu ihrem 75. Geburtstag im Literarischen Kolloquium Berlin geführt hat, wo man sie sehr lebendig auch nochmal erleben kann im Gespräch mit Richard Reichensberger. Und schließlich gelingt es ihr, also in Wien, insofern auch wieder eine öffentliche Person zu werden, als sie eine begeisterte Kinobesucherin ist und schließlich von Alexander Horvath, dem damaligen Direktor der Biennale 1995, eingeladen wird, die Eröffnungsrede zur Biennale zu halten. Und dieses Datum ist eigentlich ein sehr wichtiger Wendepunkt nochmal im Werk der Autorin, die, wie gesagt, also jetzt schon 75 Jahre alt ist. Sie hält hier wiederum eine sehr wichtige Rede unter dem Titel Absprung zur Weiterbesinnung, in der sie ihre ethischen und poetischen Grundsätze entwickelt. Und wenige Monate später erhält sie dann schließlich endlich von Österreich die größte Anerkennung, die der Staat Österreich einem Autor zudenken kann, nämlich sie bekommt den großen österreichischen Staatspreis. Und aus Anlass dieses großen österreichischen Staatspreises formuliert sie dann nochmal eine komplementäre Rede, in der sie auf die Anerkennung oder Nichtanerkennung durch den Staat Bezug nimmt. Ein bisschen korrespondierend dafür das Bild ihrer Schwester Nine Kings, das letzte Porträt der großen Königsherrscher oder großen Adelsführer in Europa vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs porträtierend. Ja, damit sind wir jetzt schon im spätesten Werk von Ilse Aichinger, das, wie gesagt, dann nach ihrer Rückkehr nach Wien entstanden ist und nach ihrer Hinwendung, vor allen Dingen ihrer öffentlichen Hinwendung zum Kino. Hier steht dieses Panel unter dem Titel Notwendig ist mir nur Wien. Ich brauche Wien. Ich merke, ich brauche diese Umgebung. Und diese Umgebung von Wien sind vor allen Dingen zwei Orte. Einmal das Wiener Kaffeehaus und einmal das Kino. Ilse Aichinger, die späte Ilse Aichinger, besucht manchmal 4-mal am Tag das Kino, schaut sich 4 verschiedene Filme an und dazwischen sitzt sie im Kaffeehaus und sie fängt wieder an zu schreiben. Sie schreibt kleine Berichte für Wiener Tageszeitungen, zunächst der Standard und später die Presse, und reflektiert in diesen Zeitungsberichten über das, was sie im Kino gesehen hat, über die Kinofilme, vor allen Dingen aber auch über ihre Kinoerfahrung während der Zeit des Zweiten Weltkrieges und alles, was damit zusammenhängt. Es sind also sehr komplexe, kurze Texte, in denen tagesaktuelle politische oder gesellschaftliche Ereignisse sehr scharf und kritisch beobachtet werden und dann mit Bemerkungen zur Filmästhetik, zur Kinogeschichte und schließlich der Geschichte Wiens während des Zweiten Weltkriegs und ihrer eigenen Geschichte verbunden werden. Ilse Aichinger war in dieser Zeit tatsächlich eine sehr bekannte Person in Wien, weil man sie täglich auf der Straße oder im Kaffeehaus oder im Kino gesehen hat und dann Woche für Woche ihre Glossen in der Zeitung lesen konnte. Auf diesem Bild sehen Sie, hier kann man es fast noch lesen, die Kinoanzeigetafel des Burgkino am Ring in Wien. Und dieses Kino spielt bis heute, wenn es spielen darf, im Moment nicht, weil wir im Lockdown sind, eigentlich immer den Film The Third Man, der dritte Mann, dieser ganz berühmte Nachkriegsfilm,
dessen Drehbuch von Graham Greene geschrieben worden ist. Greene hat einen Roman erst viel später publiziert. Und dieser Film ist für Ilse Aichinger eigentlich der Film schlechthin gewesen, den sie immer wieder angeschaut hat. Zum einen, weil ihre Schwester Helga in diesem Film eine ganz kleine Rolle gespielt hat. Zum anderen, weil es ein Porträt von Wien gegeben hat, das ihr offensichtlich sehr nahe gewesen ist. Und hier sieht man sie bei einer Sondervorstellung des Dritten Manns im Filmmuseum, die man ihr zu Ehren nochmal organisiert hat im Hinblick auf ihren Beitrag zum Kino. An dieser Stelle haben wir in der Ausstellung noch einmal ein ganz spannendes Videodokument, einen längeren Film. Sie sehen, dass der ist fast 50 Minuten lang. Dieser Film aus dem Jahr 2005 ist eine der letzten Aufnahmen von Ilse Aichinger, wo sie noch in der Öffentlichkeit zu sehen war. Und hier können Sie auch wirklich, es ist ein sehr ruhiger Film, der Sie ins Kino begleitet, ins Kaffeehaus begleitet, wo die Filmemacherin mit ihr spricht und sie befragt zu ihren Texten. Und also wirklich ein sehr, sehr spannendes Porträt, das nochmal auch die Lebendigkeit, die geistige Lebendigkeit dieser Autorin in dieser letzten Phase ihres Schreibens dokumentiert. Ja, da kommen wir auch fast schon zum letzten Panel, was wir hier in der italienischen Fassung haben. Genau, Nultigismino Wien. Und das ist das Panel ihrer letzten 10 Lebensjahre. Ilse Aichinger ist durch verschiedene Unglücksfälle schließlich in hohem Alter doch auch sehr kränklich gewesen und schließlich auch nicht mehr wirklich ansprechbar gewesen. Dazu kommt, dass ihr Sohn Clemens Eich 1998 im Alter von 42 Jahren durch einen nicht geklärten Unfall ums Leben gekommen ist. Und dass ihr Freund Richard Reichensberger im selben Alter, also auch im Alter von 42 Jahren, 2004 ebenfalls verstorben ist, auch durch einen Unglücksfall. Und diesen letzten Verlust hat Aichinger eigentlich nicht mehr verkraftet. Und ab 2006 ist sie dann in einer Situation gewesen, dass sie eigentlich nicht mehr publiziert hat, nicht mehr in der Öffentlichkeit war und auch zunehmend wenig ansprechbar war. Und das hat sie nochmal 10 Jahre, die letzten 10 Jahre ihres Lebens, hat sich dieser Zustand auch nicht mehr gebessert. Hier ist ein spätes Foto von ihr in ihrer Wohnung. Sie hat in den letzten Jahren in einem berühmten Hochhaus in der Herrengasse eine Wohnung gehabt. Und in dieser Wohnung hat ihr Richard Reichensberger, weil sie so eine Cineastin war, eine kinoleidenschaftliche Kinogeherin war, so einen Pappaufsteller von Stan Laurel geschenkt. Und sie hat sich hier mit dem Foto des verstorbenen Richard Reichensberger und Stan Laurel fotografieren lassen. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Konstellation, die diesen Trauer und die Absurdität ihrer Existenz ganz gut beschreibt. Auf dieser Postkarte, das war für mich eigentlich ein Kuriosum. Hier sehen Sie eine Aufnahme von dem Hochhaus, Wiener Hochhaus, in dem sie gewohnt hat. Sie hat aber auf der Postkarte, die ich vorhin gezeigt habe, wo sie Erich Fried für seine erste Rezension dankt, genau dieses Motiv vom Hochhaus, vom Blick aus dem Hochhaus gewählt, lange, lange bevor sie dort selbst gelebt hat. Hier haben wir 2 ganz späte Fotos der beiden Schwestern. Ilse Aichinger ist 2016 gestorben. Ihre Schwester ist 2 Jahre später, 2018, gestorben. Sie haben sich seit 2006 eigentlich nicht mehr sehen können, auch kaum noch wirklich miteinander sprechen können über das Telefon. Aber es gab so etwa ein Jahr vor Ilse Aichingers Tod eine ganz merkwürdige Begegnung. Da ist nämlich die Tochter von Helga Micky sie besuchen gegangen in Wien und hat hier eine Fotokopie mitgebracht von einer Zeichnung von Helga Micky. Und da hat sie noch versucht, darauf zu reagieren und hat einige Dinge dazu geschrieben, die gar nicht mehr entzifferbar gewesen sind. Aber das ist so ein ganz spätes, allerletztes Dokument dieser engen Beziehung der beiden Schwestern.
Ja, und jetzt gehe ich mal ganz kurz zum Abschluss auf die deutsche Fassung und versuche als letztes, Ihnen das nur hier noch zu sehende Panel zu zeigen. Das ist mir nämlich wichtig. Genau. Das ist mir sehr wichtig gewesen, dass wir bei der Ausstellung nicht mit dem Tod und dem langsamen Verscheiden auch ihres Geistes und ihrer künstlerischen Fähigkeit enden, sondern dass wir mit diesen 3 Worten enden: Freude, Jugend, Hoffnung. Die 3 Worte setzt sie so nebeneinander in ihrer Rede an die Jugend, die ich vorhin erwähnt habe, und in diesem hoffnungsvollen Bild mit ihren beiden Kindern, Miriam Eich und Clemens Eich, sollte eigentlich das Panel ausklingen. Am Ende ihrer Erzählung, der Gefesselte, sagten sie: Hinter dir, es ist zu Ende, sie ist tot. Aber dann kommt der letzte Satz: Still, lass sie reden. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht mit dem Tod Ilse Eichingers endet, sondern dass wir weiterlesen, weiterdenken und weitergehen. Und wir haben auf diesem Panel verschiedene Dokumente nochmal zusammengestellt, wo sich aktuell Autoren, Künstler, Filmemacher mit Eichinger beschäftigen. Es gibt hier den Link zu einem Hörbuch, wo die größere Hoffnung von der österreichischen Schauspielerin Anne Bennent gesprochen wird, inszeniert wird. Ich war selbst an der Herstellung dieses Hörbuchs beteiligt, also mit einer unglaublichen Leidenschaft, und mit Jugendlichen ist das zusammen nochmal aufgeführt worden. Also Sie können hier diesen ganzen Roman als Hörbuch nochmal sich anhören, und es sind verschiedene andere Projekte zeitgenössischer Künstler vorgestellt, bis hin zu diesen 4 Publikationen, und das sind alles Texte von Ilse Eichinger, die in diesem Jahr erschienen sind, Teile zum ersten Mal erschienen sind. Ein bisschen als Hinweis darauf: Still, sie ist tot, lass sie reden. Es begann mit Ilse Eichinger, und ich hoffe, es hat noch lange nicht aufgehört. Ich danke Ihnen jetzt, dass Sie so geduldig zugehört haben, und vielleicht haben Sie Lust, ab und zu mal in diese Ausstellung noch hineinzuschauen, vor allem sich mal diese Bild- und Tondokumente anzuhören und vielleicht ein bisschen ins Lesen von Ilse Eichinger hineinzukommen. Jo, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ivanovic. Ja, vielen Dank, liebe Christine. Das war wirklich so, wir haben wirklich sehr, egal. Also wir haben wirklich sehr gern zugehört. Du hast uns wirklich einen reifen Lebenslauf vorgestellt. Es ist relativ spät, aber ich meine, wenn Sie Fragen haben, se ci sono delle domande, delle curiosità, la mostra è molto ricca, però insomma wir haben noch ein paar Minuten. Ich wollte nur sagen, alle Publikationen haben wir in unserer Österreich-Bibliothek. Die haben wir alle, ja, selbstverständlich, ja. Und ich denke, man braucht auch viel Zeit, um sich auch die vielen Materialien anzuschauen, wir zu hören, ja, weil auch die Hörmaterialien, Video- und Hörmaterialien sind für uns sehr interessant. Also, sie hat eine ganz besondere Art zu sprechen, und in den verschiedenen Dokumenten aus den verschiedenen Lebensphasen, die wir haben, hört man auch, wie sich ihre Stimme verändert und wie sie spricht. Und das ist unglaublich eindrucksvoll. Also es geht einem wirklich unter die Haut. Und wenn man dieses ganz frühe Interview mit Martin Walser hört oder ganz späten Film von der Juliette Rudig, wo sie im Kaffeehaus spricht, es ist sehr, sehr eindrucksvoll, und man versteht wirklich mehr von ihr, wenn man sie auch mal wirklich gehört hat. Mhm. Und außerdem, ich weiß nicht, ob jemand Fragen hat. Ich wollte nur sagen, für unsere Studierenden, die sind auch Themen vielleicht für eine Masterarbeit, für eine Bachelorarbeit, die sind alle wirklich, ich habe gemerkt, dass von Eichinger eigentlich ganz wenig im Italienischen vorhanden ist. Jetzt der Roman Die große Hoffnung hat neulich auch Matteo Iacovella jetzt herausgegeben, aber eigentlich, und jetzt die Gedichte,
Ja, aber sonst, es fehlt noch viel und ich denke, das ist auch für die Studierenden sehr interessant, auch diese neuen Gattungen, also avantgardistische Gattungen eigentlich, also zu untersuchen. Ich denke, das wären eigentlich sehr spannende Arbeiten, ja, also. Absolut, also ich kann das nur unterstreichen, man kann sie immer wieder neu entdecken, ganz neu lesen. Es ist so unglaublich faszinierend, was sie schreibt, und wenn Sie Lust haben, Sie können mir auch schreiben und ich kann Ihnen auch helfen oder einen Rat geben oder so etwas. Ich wäre so froh, wenn Eichinger weiter und mehr gelesen wird und auch wenn sie ins Italienische übersetzt würde. Es wäre wunderbar. Ich habe vorhin gesagt, dass wir unsere Tagung in Rom, die letzte Woche stattfinden sollte, verschoben haben. Ich werde Elena Poletri Bescheid sagen, wenn wir den Termin haben. Diese Tagung war auch so konzipiert, dass wir ganz bewusst junge Wissenschaftler, Nachwuchsforscher einbeziehen wollten und animieren wollten, sich mit Eichinger auseinanderzusetzen. Also ich werde diesen Termin mitteilen und wenn jemand von Ihnen Lust haben sollte, nach Rom zu kommen und sich das anzuhören, mit uns zu sprechen, mit den jungen Eichinger Forschern in Italien, Matteo in Rom und Lorenzo in Neapel und Stefano in Mailand. Das wäre wunderbar, wenn man da so ein bisschen ein Netzwerk auch aufbauen könnte. Und alle sind bereit und begeistert, also hier die Türen zu öffnen und mit ins Gespräch zu nehmen und sie auch zu unterstützen, wenn sie Fragen haben oder Interesse für diese Autorin. Ich glaube, sie ist es wirklich wert. Danke. Ok, grazie Cristine. Allora ringrazio veramente tutti per la partecipazione, anche per le persone che hanno seguito a casa. Il fatto di essere in presenza penso che sia stato molto bello per noi. Oggi abbiamo assistito a una bella lezione della professoressa Ivanovic con i nostri studenti. Stasera questa conclusione, insomma certamente l'online, ringraziamo anche le persone a casa perché è anche una possibilità per ampliare, però diciamo ci godiamo anche questi momenti di presenza, di scambio, e da queste cose, come diceva oggi appunto Cristine, possono anche nascere dei progetti di ricerca, insomma tante cose, quindi ecco, grazie a voi. Ich danke noch einmal Christine für alles und ich wünsche allen einen schönen Abend.